willkommen bei der Februarsendung von RDR Tele. Hier sind Titel von dieser Emission. Bei 19% von den Anwohnern riskieren heute zu Lützeburg an Armut zu fallen, ein Risiko, das klimmt. Besonders betroffen sind längerziehend Eltern. Ein Mann, die Krempes hat, für über Tonnen zu kommen, erzählt uns ihren Alltag an hier Sorgen. Es geht am Schikanieren von den Automobilisten am Grand Duché. Für die Chauffeuren zu entlasten, gehen endlich neue positive Mesuren gebraucht. Das sieht der frühere Mitarbeiter aus dem Transportminister, den Eisen invitiert. Dass ein Umweltminister gering Luft gibt, für ein paar hundert Wildmufflon am Osten vom Land komplett auszurotten, weil es eine invasive Art wäre, mit dieser Decision aus der Roy Reding alles ernst wie d'accord. Der Waringo-Rapport über den großherzoglichen Haftgötter vom Gast Gibert kommentiert, an eine Petition für ein massives Uplanzen von Beem, für als CO2-Emissionen zu bannen, also weiter Thema an dieser Sendung. D'Armut zu Lützeburg an engem dem PIB no reichste Länder vun der Welt ass an der Chamber debatteiert ginn, weil den Armutsrisiko am Land klimmt leider rund 106.000 Leute sie betraff. Dat scheiert tschent Ämerreich wies, dat ass der Gambia-Politik vun den letzten Joren zu verdanken, so de Jeff Engelen, die sich fir op Surgen die längerzeient Ältere mischt, weil dës dem Armutsrisiko besonders stark ausgesetzt sind. Wir kommen immer der 50% Linie, die an der Armut leben. Gründe für sie bekannt, kein Zweiteinkommens. Das persönlich schaffen DAX Teilzeit für sich schmecken Kanner zu kümmern. Überdurchschnittlich DAX die Monoparentalen auch mehr von ihrem verfügbaren Einkommens für die Wahlen aus. Dramatisch geht der Armutsfall dann, wenn die Grundbedürfnisse nicht mehr decken kann. 815 Personen hat letztes Jahr die Gratisdienst von Médecins du Monde in Anspruch geholt. 20% von den Elekten sind durch den CNS versichert, haben aber kein Geld für Medikamente zu kaufen. Herr Präsident, ich will mich sicherlich nicht zufrieden gehen mit einer einfachen Aufzählung von Missständen, ohne auf die genauen Ursachen anzugehen. Die wichtigste Ursache für diese dramatische Entwicklung ist ein Wachstumsmodell, den die Reich immer mehr reich mischt, an die Klein immer mehr arm mischt. Der Staattag hat sich mit 2016 im Rapport vorgestellt, ob der Wachstum pro Reich ist. Dann wird nicht mehr Decklichkeiten ausfallen. Sur les 13 années passées en revue, dans cette étude, les fruits que la croissance économique a déversés sur les ménages a globalement favorisé les plus aisés. La croissance était donc pro-riche. Mais deutlich kann ich nicht sagen. Majoritätsparteien haben nie Geheimnis daraus gemacht, dass sie klar auf eine Politik vom strammen Wachstum setzen. Für Gambia 2, wie es schenkt, die einzige Patentlösung. Da sollen sie auch so konsequent sein, aber die Elektorbels auch kein Geheimnis daraus machen, dass sie klar eine Politik für die gut Betuchten, schwarz für die Reichen machen. Das wäre nicht mehr fair. Die längerziehend Mam Nadia Minuti als 40 Jahre alt, sie wohnt zu Rümmling und ist akut vom Armutsrisiko betroffen. Am den Jeff Engelen firrun op der Chambertribüne heieren, de mecht sech och mat am meeschten Sugen die längerzeend Ären, weil mittlerweile bald 50% vun riskieren an Dermut ze fallen ha am Land. Eng der vunner ass Nadia Minuti Daylo bei am Studio ass. Ma der Minuti kënnt als einfach enke bisssen Situation erklären, dats man auch verstinn, fir wäter se schwéier eben ass an ihre Situation für finanziell auch gut übertronnen zu kommen? Also für finanziell gut übertronnen zu kommen, das geht schon gut nicht. Also ich kann für den Mindestlohn schaffen. Mein Loyer ist bei 1400 €, davon sind 200 € Chargen. Voilà. Wenn dann noch elektrisch, das Internet und Hai und da bezahlt das, dann bleiben mir, wenn es gut geht, 600-700 €. Und da hat man zwei Kinder, die schulpflichtig sind, an die Lycée gehen. Und ich meine, alle Eltern wissen, wie teuer so etwas ist. Also am Anfang geht es Hand nach vorne nicht. Also es bleibt immer noch viel Mund übrig im Rest von der Paie. Ja.
Das net einfach könnt Orlo dabei, dass der Santa kurzem kein Abend mehr Hut an auch noch aus ihrer Wohnung raus muss, weil die verkauft gehen ist. Ja, genau. Also schon den 31. Januar des Jahr war mein letzte Schaft da. Mein Kontrakt lief den 1. März aus, weil die Wohnung verkauft gehen, also weil sie eben alles frisch wollen dran machen. Muss ich da raus. Also das ist ganz schwierig für mich überhaupt eine Wohnung zu finden, wie dass ich schon keine Arbeit mehr habe und schon mal muss rangehen. Das sowieso ohne feste Kontrakt für hier am Land etwas zu finden, eine Sache von der Unmöglichkeit. Wie das ausgeht, ich hoffe ja mal gut, dass ich noch vielleicht eine Verlängerung kriege. Weil das, ja, sonst geht die Familie aus Neger, dann müssen da gucken, für irgendwo zu kommen. Das ist der Pferd quasi, dass der Donau ist noch ein Zimmer kennt liegt. Genau, mehr, genau, also schon richtig Existenz eigentlich. Ne? Also meine Kinder waren immer nur bei mir, ich war immer länger mit meinen Kindern, das ist auch immer alles gut gelaufen. Und das ist eben die Situation, wo ich mich daran befand, wo einfach, ja, für eine Sache von Angst mich. Ne? Ja. Du guckst dir noch schon über der Grenze. Ja, klar. Du weißt auch von den festen Arbeitskontrakt geht auch nicht unbedingt voilà. wie einfach. Was hat er dann geschafft an der Last? Wo gibt es Wünschen, relativ sehr können zu schaffen, weil den Revisuellen der früheren RMG, das will er ja nicht. Auf jeden Fall. Also nee, ich will nicht meine Kinder viel lesen, viel leben, dass sie nicht Spaß zu machen am Leben, für etwas zu holen. Ne? Ich will auf keinen Fall daran erfahren, ich will auf jeden Fall im Schaffen gehen. Ich habe für bei Femme Detresse geschafft, als Instruktrice an einem Atelier für die Wäsche. Ich habe Frauen enkadriert, die auf den Arbeitsmarkt wollten, und das hat mir immens viel Spaß gemacht. Ne? Und die letzte Arbeit, die ich hatte, war ich Aide-Ménagère, es über jeder Leute hin Butze gegangen, ich mich mit Hunden erhalten. Das war eine Arbeit, also das ist eine Arbeit, die mir immens um Herzen liegt. Mit ältere Leute oder überhaupt mit Menschen zu schaffen, wo ich etwas Gutes kann tun. Ne? Also das ist mehr am Sozialen. An der Reihe, ja, wir machen einen Aufruf und erst draußen, mit einer Minute, die braucht dringend eine Wohnung, die das mitkriegt, an, weil er sehr mäßig rumschaffen gehen, ja. An einem Domain, wo auch gut Leute gebraucht gehen, nämlich am Umgang mit den anderen, da ist es immer wichtig, auf den Open Tower zu holen, ja. Und die anderen Leute durchzugehen. Wir wünschen euch, dass das klappt, und wir drücken einen festen Daumen. So, merci für den Besuch am Studio. Ja, vielmals merci. Konklusionen aus dem Rapport Waringo über das Funktionament vom großherzoglichen Hof sind heute zu Lützeburg angeschlagen wie ein Bomb. Zurückbehalten gehen große Unregelmäßigkeiten bei der Gestion vom Personal. Der Staatsminister hat den Rapport Waringo an der zuständigen Chamberkommission den Deputierten präsentiert. Mit dabei war natürlich der Gast Giberien. Du hast auch schon an der Presse kritisiert, direkt muss ich so am Anfang Manier, wie den Rapport an die Öffentlichkeit kommt. Was kannst du dazu sagen? Ja, man versteht völlig mal so, dass der DDR als Partei zu 100% hinter dieser Monarchie steht. Das tun wir immer gesagt, wir haben gesagt, dass das die beste Staatsform ist, die Land wie Lützeburg kann haben. Ich war dafür froh, dass an der Kommission am Anfang keine Partei sich gegen die Monarchie ausgeschwart hat. Es war just die Länge, die gesagt hat, hier das Herz darf nicht so zur Monarchie geluchsen, wie das bei anderen Parteien der Fall war. Aber sonst war am Anfang jeder der Meinung, dass der Rapport an Konklusionen aus dem Rapport soll nutzen, für eine moderne Monarchie aufzubauen, die nachhaltig kann hier zu Lützeburg weiter funktionieren am Interessen von unserem Land. Wir waren noch froh, dass die Regierung uns gesagt hat, dass sie den Rapport schon mit dem Grand Duc durchgeschwart hat und dass die Regierung an den Grand Duc praktisch all die Rekommendationen, die Herr Waringo an dem Rapport möchte, akzeptieren. Und ich finde, das ist ganz wichtig aus so, weil der Grand Duc hat auch gesagt zum Staatsminister, nicht ein Interesse daran, dass man Transparenz an Gestion von den Bien von der Familie, dass sie Transparenz an Finanzen kriegen, dass gute Strukturen sind,
was Personalbeschäftigung als was beim Staat, als was privat, als alles das war auch der Wunsch vom Grand Duc. Und dafür waren wir froh zu hören, dass die Regierung an der Grand Duc, wie gesagt, alle die Konklusionen vom Herrn Varinko bereit sind, auch so zu überholen. Und an dem Zusammenhang habe ich auch dem Premier gesagt, dass wir als ADR nicht froh darüber sind, über die Prozedur, wie hier 4 Gänge gehen ist. Ich meine, die Chamber hat zu einem gewissen Zeitpunkt den Rapport vorgestellt, mit dem, was die Regierung als Konklusionen gezogen hat, mit dem Akkord vom Grand Duc. An meiner Meinung nach wir den Punkt gewesen, für an die Öffentlichkeit rauszugehen. Wir schauen aber schon eine Woche vor der Reunion, sogar mehr wie eine Woche, an der Öffentlichkeit diskutiert, weil in Teilen von dem Rapport schon ganz frei rausgekommen sind. Und darauf sind die Regierung dezidiert, da gibt es den ganzen Rapport publik machen. Den also auch schon vernünftig publik, weil die Kommissionen präsentiert haben. Der Premier hat gesagt, hier wird den der Varinko hin an der Grand Duc, das wären die 3 Einzigen gewesen, die den Rapport gehabt hätten. Da muss ich nicht vorstellen, wie kann es da sind, weil just 3 Leute den Rapport runter und davon den Details rauskommen sind, aber wie das überhaupt möglich ist. Mir fett ist, dass eben durch die Fuiten, die da waren, der Rapport punktuell, für allem Derbisverhältnis in Relation mit der Grande Duchesse, diskutiert gehen als an alles das ahnet, was am Rapport stung, also überhaupt nicht beschwert gehen. Heute kommt man aber feststellen, wie man über den Rapport geschwert und an der Kommission, dass am Fond über die Personalgestion vielleicht 10 Minuten geschwärzt gehen von 2 Stunden. An all das ahnet waren die frohe, wie kriegen wir die Finanzen geregelt, wie kriegen wir mehr Transparenz dran. Und das heißt, da gesagt wird, dass in Zukunft am Staatsbudget alles das, was der Staat bezieht, am engen Rubrik am Budget rumzufinden ist, dass es klare Trennungen gehen, was als Privatfinanzen, was sind öffentliche Finanzen, dass es klar eine Hierarchie aufgebaut wird, ein Diagramm aufgebaut wird, wie dann Palais funktioniert. Und all die Fragen haben wir diskutiert und das ist enorm wichtig. Aber wenn das so antritt, meine ich, da wäre das ein positiv Sache, die logisch ist. Ja, weil am Rapport selber, du geht ja nicht unbedingt direkt von Gewalt, die ungewärmt gewähr vis-à-vis vom Personal. Nein, ich meine, das steht nicht am Rapport. Ich will nachher so, dass wir uns eins waren, dass der Umgang und die Gestion vom Personal, dass das muss klar gehen, dass das muss reformiert gehen, dass da klare Strukturen, klare Responsabilitäten muss festwirken. An den Rapport hat ja auch da konkret Propositionen gemacht. Und die Propositionen sind sowohl, wie gesagt, vom Grand Duc, von der Regierung, und auch, wie ich meine, an der Chambre, wo praktisch alle Parteien sich dafür ausgesprochen haben, dass das ein guter Weg wäre, für zu gehen. Noch just kurz zum Schluss. Wie geht es weiter? Was so den Staatsminister wie die Chambre weiter mit angebunden geht an den Dialog eben von der Modernisierung, muss ich sagen, vom Funktionament vom Hafen? Ja, also die Chambre bleibt angebunden, die Institutionskommission, sowohl den Premier wie den Herr Varinko hat gesagt, wenn die Chambre sie gebrauchen, sie wird zu einem Moment bereit, an die zuständige Kommission zu kommen. Was laut dem Setzen von den Konklusionen anbelangt, kann ich sagen, dass 90% von den Konklusionen kann die Regierung umsetzen, ohne dass dafür überhaupt muss legiferiert gehen. Also dass am Fond all die Rekommendationen können an einem Zeitraum, den überschaubar ist, können umgesetzt gehen. Und da könnte im Ruhrland, und ich meine, da sind wir froh, dass wir eine moderne Monarchie haben, die aus dem Land an der Vergangenheit viel gedingt hat und das dann noch sicherlich am Interesse für Lützburg und als Leid an Zukunft wird machen. Anderer Gast, merci für all das Explikationen. Gerne geschehen. Die Automobilisten haben es bekanntlich nicht einfach hier am Land, mit immer mehr Stau am Berufstrafik. Am Platz generell die Chauffeur verstärkt zu penalisieren, müsst dafür auch mal darüber durchgehen, für ihnen mit neuen Mesuren entgegenzukommen, die den Verkehr mehr flüssig machen. Das sieht der Jurist an RDR-Member David Gavlik, den heute Witti bei unserem Studio ist. Du warst auch früher Mann am Transportministerium, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Gut, dafür bist du auch kredibel mit den Proposen, die du also musst. Was schwirft da mal für dich für den Verkehr mehr flüssig zu machen? Ich denke da auch an den Kreuzungen und den vielen Verkehrskreuzungen, die oft
verstoppt sind am Berufstrafik. Ja. Ein Propos wir mal für ein System von einem geringen Pfeil anzufeiern. Der geringe Pfeil, das bedeutet, wenn bei einer roter Lut steht und könnt von der perpendikulären Straße kein Auto von der Vorderseherperspektive, wo sie an längster seid, da kann ihr bis und Kreuzung rauffahren, aber wenn dann eben die Straße frei ist, ignoriert aufbauen. Und das gibt dann eben erlauben, für nicht müssen unnötig bei roten Luten zu stehen, wenn es wirklich keinen Grund gibt, für durchstehen zu bleiben, weil er kann ohne Problem ignoriert aufbauen. Ja, an den letzten Jahren gehen die Automobilisten verstärkt penalisiert, immer mehr. Du siehst, es soll ihnen aber auch mal Propose machen, voilà, für etwas für den Automobilisten zu machen. Und du wärst eng für die Limitation nach oben anzupassen. Genau, wir sind in einer Wahnsinnsinflation legislativ, wo auch immer mehr Mesuren dazu beitragen, dass Leute immer mehr penalisiert gehen. Was den du effektiv könnt machen, dass an der Agglomeration zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens die Limitation von der Vitesse von 50 auf 60 Euro absetzen, weil einfach die Konditionen auf der Straße, Vorkonditionen ganz andere sind an der Nacht. Das heißt, das viel mehr Trafik, es sind natürlich auch mehr Fußgänger an der Weg. Und dafür könnt ihr dann an der Nacht effektiv 10 Stundenkilometer mehr schnell fahren. Auch auf den Autobahnen? Auch auf den Autobahnen, du könnt ihr dann auch daran denken, für von 130 Limitation auf 140 Euro absetzen. Mhm. Ja, und dann hat auch immer ein Problem, das sind natürlich die vielen Schandtascher hier im Land bei den Straßen. Was kann ich da besser machen? Ich meine, das erste, was den meisten Leuten natürlich auffällt, ist, für Schandtascher an der Nacht zu machen. An der Nacht, wenn eben man der Trafik ist. Und das geht ja auch absolut Sinn machen, weil durch die Anhängungen von 2 Spuren auf einer Spur oder eben die Spur bleibt blockiert, weil der Bagger du muss ein paar Minuten lang schaffen, dadurch entstehen ja all die stockende Verkehr an den ganzen Stau. Das heißt, erstens mal die Schandtascher an der Nacht. Und ich denke, du aber auch noch an etwas anderes, und das als Kollekt von den Drecksgestellen. Du könnt den auch mal evaluieren, ob es vielleicht nicht besser wäre für die an den freien Ofenstunden oder sogar an der Nacht zu machen. Oder ganz früh morgens wahrscheinlich. Ja. Da müsste es effektiv für 6 Uhr morgens fertig sein und da müsste es wahrscheinlich schon an der Nacht aufhängen. Ja, du scheint nach dem nötigen Willen zu fehlen. Ein anderes Problem ist nach den von den Parkplätzen, wenn ihr in der Stadt Esch denkt oder auch in der Stadt Lützeburg. Du fängst aber wirklich auf verschiedene Karten ganz eng zu gehen mit den Parkplätzen. Was kann ich da besser machen? Du gehst absolut recht. Du hast es so, du kannst mal evaluieren bei Plätzen, wo der Trottoir breit genug ist, ob du vielleicht kennt, affären, dass ich sich kann auf den Trottoir parken, wenn ich dann 1,5 Meter oder 2 Meter, wenn ich froh ist, erklären, Platz geht los für den Fußgänger, für dann eben auch do versichern zu machen, dass es genug dann Parkplätze gehen. Ich meine, es gibt keinen Grund, für das ein Trottoir auf verschiedenen Plätzen 5, 6, 7 Meter breit ist und wird überhaupt nicht genutzt. Und da wollte ich nachher dran hängen. Wir sind auch an seiner politischer Logik, die letzten Jahre geraten, weil die so ein bisschen nennt, la gestion des emplacements de stationnement. Das heißt, eigentlich sind das Mesuren für Parkplätze wäsch zu holen, für kommerzielle Gebäude Parkplätze immer mehr wäsch zu holen, was aber meiner Meinung nach nicht dazu beiträgt, dass mehr Leute dann am öffentlichen Transport an die Stadt kommen. Mir was echt dazu beiträgt, dass die Leute trotzdem natürlich mit dem Auto an die Stadt kommen und dann einfach permanent am Kreis rundherum drehen, bis sie eben einen von den paar Parkplätzen, die nach übrig sind, ergattern. Und das ist eine Mesure, meiner Meinung nach, wenn die, so wie die Politik die immer gedenkt an den letzten Jahren wollen anzufeiern, die uns wirklich an eine Zwei-Klasse-Gesellschaft zurückbringt. Ich mache da eine Allusion an den Retour an die Feudalität, wo man da wirklich zwei Sorten von Leuten haben, die Kadren zum Beispiel, genau, die noch immer hier Parkplatz kriegen, bei einer Firma oder auch bei anderen Institutionen. Genau, wie zum Beispiel bei den europäischen Institutionen, wo dann alle Mitarbeiter von den Institutionen seinen eigenen Parkplatz hat, also nicht personalisiert, man kann mit genug Parkplätzen, dass Schiffrin sich da aufstellen kann. Und Kadren, die sich dann weiterhin können rundherum kutschieren.
also überdrohene sind, an die normal stierflech Leute, die kondamnéiert sind, für eben müssen op den öffentlichen Transport zurückzuklammen. Ich denke, dass es wichtig für die Leute um eine Alternativ zu gehen. Eine gute Politik muss die Leute um eine Alternativ gehen. Du kannst mit dem öffentlichen Transport kommen, du kannst mit dem Auto kommen. Der Schwamm muss da sein. Aber wenn ihr eine Restriktivpolitik möchtet, wo die Leute wirklich sanktioniert für ihnen gewissen Verhalten wegzuholen, ist das natürlich immer problematisch. Merci für deine Proposen, David. Dann wie sehr gerne auf dieser Platz. Vielen Dank, merci. An de Bëcher rund um Irchternach soll de Wëllechhof och Mouflon genannt nach am Laf vun dese Mond en engemerk ginn, dat mat enger administrativer Jocht, déi vun der Gemeng ugefrot a vun der geringer ëmweltministersch genehmigt ginn ass. Bei de Mufflen géiwet sech eng invasiv Ächt handeln, die zu Lützeburg ausgerott mis Kind heeschtet. Betraff sinn eng 200 Mouflonen, déi am Bëch bannet engem Joer e Schuld vun iwwer 30.000 € ugeriicht sollen hunn. Mat dieser Mesure ass den Roy Reding, den Lo am Studio ass, alles ernstcht wie d'accord, och daus so, dats et ze scheien invasiv Déier handelt, ass net ganz richtig an degen Äen Roy as dat. Nee, dat net ganz richtig mégen Äne so ursachen. Für dége Mol ass de Mouflon eng déieren Ächt, die gieren an de Vielse wund. Lützeburg kenne jo et Läss, Dégegent, do gëtt Muffeln an de Vielsen, och fir an Deitschland gëtt fir wat sollen sech net wohlfielen zu Wieständer an de Vielsen, d'Ausliefer vun der Klänger Lützeburger Schweiz, selwer hunn als Bouf gesinn, an de Beschwieser an dem Bech, wo ze chauffieren engem half Jahrhundert gouf. Ich froh mich viel eng muss déier ha usiv fir derfen endlich als einheimisch zu gëlle. Weiter lo fir Dich eng Kompromisslesung, wo ihr vielleicht seht, okay, Jocht ja, aber net so wie dat lo geplant, dass fir se auszurotten. Genau. Ich fand ganz schrecklich, die Déiere willen auszurotten. Fakt ass, dat Déieren alle Guten Schut mechen. Och Reemecher Schut, Rotwild mischt Schut, das ist ganz normal. Dufir as tucht joch do fir Déieren zu dezimieren, dat ze net iwwerhand hoelen fir de Schut irget wie Grenzen ze hellen. Mir eng Ächt willen auszurotten as mingen ganz einfach eng falsch Method an net die richtige Weh. Da muss in an Relation setzen getteil gesperrt vun 30.000 € Wëldschuld. Bei allem Respekt, wenn man dat vergleicht wat anderen Topischketen, die das Regierung finanziert huet, Pressehëlle, Filmfond, Jean Pass, Space Mining, 30.000 € dëffe soll en ganz Erde ausgerott gin, de man leet mat den denken ich können man net akkurs. Ein anderes Extrembeispiel kënnt vun de Piraten, die eigentlich gesot hun war die Déieren geheieren agefangen an einen Déierepark, dat auch net die Lesung. Bei do so Piraten sollen sich déi Sache këmmer von den Seppes kennen. Sie kennen ganz bestimmt etwas vum Meer, vom Äre vun friem Schëffe, vom Ausgraube vu Leiit, dat kennen sie alles ganz gut. Mir vu der Natur kennen se visiblement neicht. Für Muffler anzufänken, dat wir extrem kompliziert. Gibt 2 Methoden. Et können sie entweder betäuben a freier Wildbahn, an dat as Ball unmöglich. Wenn man den Betäubungsgewirr mis op 30-40 Meter hochkommen, a jeder in dem Muffle gesinn huet, der freier Wildbahn wees, die losen sich dat net gefallen, die passen op, die läfe fort. Dann mis de riesig groß Kächtefälle machen, da probieren sie do zu fänken. Mir wat wegen Stress gifen, die Déieren do ausgesät gin. Und dann müssen sie an dem Käfig, wo sie da gefangen gehen, sie betäubt gehen. Und dann müssen sie transportiert gehen. Für das schlussendlich an einem Prison, an einem Gatter ausgesetzt zu gehen, anstatt der freier Wildbahn können zu leben. Ich freue mich, wie ein, den sich Steuerfreund nennt, kann auf so einen hirnrissig Individuen kommen. Die Muffel gehören an die Landschaft, die Muffel gehören zu einer Geschichte, die Muffeln haben absolut hier Platz, sie do keinen Weh, sie müssen an Grenze gehalten gehen, für das Schier an der Büsche. Net iwwerhand hulle bei alle an déier nächt, wie sollten se do liewe losse, wo se haut liewen. Anreit, merci fir die deitlech fir der Eu. Merci. De François Zeien ass Gärtner an Hai bei der Erbeg ze gesinn. Den aktiven RDM-Member ass net d'accord mat der geringer Klimapolitik an huet lo Chambersit eng Petiioun lacéiert. Beempflanzen als Alternativ zur CO2-Steier. Dat seet den RDR-Member François Zeien, den lo bei uns zu Gast ass. François, wie wat das Forderung kannst du als Methode zu sagen? Nee, also ich fordere am Anfang, dass die Grünen sollen eine Etüde machen, für zu gucken, wo in Beem nach Kindheit Lützeburg pflanzen, für auch den CO2-Emissionen aufzudrücken.
Weil den CO2 gëtt jo am Fong durch Beem och ganz stark gebunden. Dat ist so, ne? Richtig. An dats och dowéngs vu Stadt och forderen an am Fong och giften déi woch de geringe gut ze Gesicht sto, weil sie nennen sich am Fong och die Gring. An dat wéi dann am herem Numm am Fong ganz gerecht. Was kann den lo nach dazu so und du siehst ja auch klar am Kader von einer Petition, die du auf den Chambersit gesagt hast für eine längere Zeit, dass eine Tüte Mist gemacht gehen, was geht es da eigentlich ganz spezifisch? Nee, also das am Fong, dass sie nicht sollen CO2-Steuer auffeiern, aber dass sie sollen gucken für Bäume zu pflanzen, weil das jeweils Emissionen relativ sehr senken. Und plus was sie zum Beispiel auch für die Leute so wenn die freiwillig während Terrabeem pflanzt oder Hecke pflanzt, also Natur, die am Fong Photosynthese mischt, dass sie dafür Subventionen kriegen, für Jahre am Fong an ihrem Numm. Und da giffen sie auch bei den Leuten besser ankommen, wie du mit einer CO2-Steuer. Auf alle Fall interessant, dass ja auch dass andere Länder auf der Welt ähnliche Aktionen lanciert haben, für hier CO2-Emissionen aufzukriegen. Was für Länder ist das zum Beispiel? Nee, also da fällt mir direkt Indien an, also das ist von den größten CO2-Produzenten weltweit. Und trotzdem haben die Millionen und Millionen Bäume gesetzt. Und dort fand ich tipptopp. Und hier in Lützeburg ist mir noch keine so eine Aktion bekannt oder ich werde in Europa. Und da muss der Kind in am Fong auch Vierräder sein. Andere Punkt also am Fong dass da eigentlich schon nicht man Minister Claude Turmes d'accord sieht, den am Fong am Kader vom Autofestival die Leute geroden hat, für sich wirklich für ein Elektroauto zu entscheiden. Für was ist das so? Nee, also weil ein Elektroauto ist also okay, ist am Fong CO2-neutral während der 4 Jahre. Aber auch an der Produktion gibt schon 17 Tonnen CO2 produziert. Also in Relation, ein normaler Mensch produziert 3 Tonnen CO2 pro Jahr. Das heißt, mit 17 Tonnen CO2 ist schon bei 6 Menschen in einem Jahr. Das ist nicht gerade nachhaltig. Und zweitens gibt es doch Sicherheitsmängel, wie zum Beispiel die Berichte abgetaucht, dass Tesla sogar beim Löden schon Feuer gefangen hat oder in der Tiefgarage. Und sie noch berichtet, dass Akku explodiert sie bei Accidenten. Das heißt, die Alternative ist nicht 100% sicher. Und da soll sie sich ein bisschen nach Zeit lassen, die Technologie mehr sicher zu machen, echt, dass sie wirklich darüber geht. Kommen wir kurz auf Petitionen zu schwätzen, die schon ganz viel geschrieben gehen. Ob sie wirklich am Chamberplenum diskutiert gehen, das hängt von den Leuten da draußen auf. Ich meine, du wünschst da auch, dass die Petition nach viel anderen Schriften kriegt wahrscheinlich. Doch, weil wie gesagt, ich hoffe, dass ich selber für die Chamber Café drohen, für auch den geringen Alternativen auf den Weg zu gehen. Dass sie auch gesehen, dass sich allein auf den Elektroauto fixieren nicht Lösung ist. Dass sie muss auf verschiedene Richtungen schaffen, dass sie muss als sich Alternativen ablosen und auch Kompromisse können angehen. Das ist am Anfang eine Hauptmessage, wo ich mehr Thomas gibt, am liebsten persönlich weitergehen und deswegen hoffe ich, dass ich die Unterschrift noch kriege. Andere, wir hoffen, dass die Message auch könnt. Merci für den Besuch am Studio, François. Gerne geschehen. Und alle guten als Member geht den Opruf für op als Bezirkskongresser zu kommen. Die sind immer mit einem flotten Irse verbunden. Optakt mischten Osten, Mittwochs den 12. Februar geht der Kongress heute zu Stadt Briedemes über die Bühne. Dann kommt der Norden, hier ist der Rendezvous Donnerstag, 27. Februar zu Merzig. Den Tag drauf, den 28. Februar, ist der Bezirkskongress vom Süden zu Niederkur. Der Kongress vom Bezirk Zentrum ist dann der Mittwoch, 4. März zu Berelding. Und der Kongress von der Junke ADR, der Adrenalin, ist der 6. März an der Stadt Lützeburg. All Details findet ihr auf RDR.lu. Denkt dran, für euch anzumelden. Dummer da wären wir schon zum Ende von unserer Emission angekommen. Ihr könnt uns neben der Tele Doc auch viel gewinnen auf unserem Internet sieht, gerade wie bei unserer Facebook-Seite wie wären. Da gehe ich euch noch das Rendezvous für den 6. März mit dann der neuen Sendung von RDR Tele. Merci an Adi.